So this is what you're offering us for 45 million euros, isn't it? Yes, but he's refusing. Hallo, Moje, Jodedach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, also diese Woche hat sich jetzt nicht irgendwas in Sachen Transfers bei uns getan. Zumindest nicht auf unserer Habensseite und zumindest nicht, was unsere Profis betrifft. Aber ihr habt es auch teilweise mitbekommen, was da im Laufe der Woche geschehen ist. Darüber werden wir sprechen. Und wir starten auch direkt in das Thema rein. Ich muss sagen, Anfang der Woche habe ich ziemliche Schnappatmung bekommen. Das heißt, wir hätten beinahe Said Elmala verkauft. Es war wirklich auf der Zielgeraden. Also wirklich, Thomas Kessler war bereit, und das muss ich jetzt mal wirklich so sagen und genauso ausdrücken, sich mit 45 Millionen Euro plus Bonuszahlungen und Weiterverkaufsbeteiligung abspeisen zu lassen. Der Junge war auf dem Weg nach England, kann man schon fast sagen. Ja, und da will ich auch schon fast schon Dankeschön aussprechen an seine Mutter, beziehungsweise an seine ganze Familie, die sich dagegen ausgesprochen hat. Eventuell gab es auch vielleicht auch die Hürde Malek Elmala, weil Said will anscheinend seine komplette Karriere mit ihm zusammen verbringen. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Vielleicht gab es auch kein Handgeld, vielleicht gab es auch kein passendes Gehalt. Aber Fakt ist, wir hätten ihn beinahe verkauft in dieser Woche und Said hat Nein gesagt. Ich meine, kann gut sein, dass er noch auf einen besseren Verein wartet, aber ich selber kann es nur an der Stelle begrüßen, weil es ist mir zu wenig. Ich sag ganz ehrlich, wir verhandeln mit Engländern, denen musst du das Geld aus der Tasche ziehen, die haben genug. Die haben genug. Die muss man richtig fertig machen auf dem Transfermarkt. Die haben viel zu viel. Mal, by the way, ich bin sowieso kein Premier League-Freund. Ich hasse die Premier League. Sag ich ganz ehrlich, ich hasse den englischen Fußball. Ich hasse wirklich den englischen Fußball. Das ist eine Bibliothek, was sie da haben und keine Stadien. Weißt du, da hast du ab und zu mal einen Fan, der steht auf und ruft, come on you Reds, und dann ein Drittel der Tribüne macht vielleicht mit. Das ist bei denen der Capo. Die haben kein Tifo, die haben keine Stimmung. Kumpel von mir war bei Arsenal London, als der FC da gespielt hat, musste halt in die normale Tribüne, weil hatte nichts für die Fankurve bekommen. Und, weißt du, von denen kam nichts. Die haben da ihre Laptops ausgeklappt und, keine Ahnung, ihren Homeoffice da gemacht. Das ist England. Am Ende sagt auch noch dieser Engländer zu dem, you are still singing, but you lost the game. Und er meinte dann irgendwas in der Richtung so, yes, and tomorrow they will continue to sing. Also, die werden morgen weiter singen. Das ist England. Ey, ganz ehrlich, ich als Spieler, und zumindest mit meinem Mindset, da kannst du echt nur wegen der Kohle hinwechseln. Sag ich ganz ehrlich. Aber ich bin auch wahrscheinlich viel zu sehr in dem Punkt bin ich echt Oldschooler. So von der Stimmung her kann in Europa eigentlich nur noch Italien und der Balkan mit Deutschland mithalten mittlerweile. Oder vielleicht es auch übertreffen. Weiß nicht, Mann. So, keine Ahnung. Ich bin irgendwie da viel zu sehr mediterran gestimmt, als dass ich irgendwie Bock hätte auf England. Das Wetter hier ist schon scheiße genug. Aber gut, ich möchte an der Stelle sagen, 45 Millionen oder 50 Millionen ist mir zu wenig. Der Junge ist in einem Jahr noch mehr wert. Mal okay, es kann immer mal wieder sein, dass eine Verletzung oder ein Ausfall dafür sorgt, dass der Marktwert sinkt. Aber das ist ein junger Typ, der hat einen Vertrag bis 2030 und war letztes Jahr unsere Lebensversicherung. Ich meine, ja, jetzt kommen sie wieder an mit Kaminski und so weiter, aber vergiss auch nicht, Kaminski hat eine Ausstiegsklausel. Die braucht nur einer zu ziehen, 20 Millionen. Und dann liegt es nur noch bei Kaminski, ob er geht. Das ist der einzige Vorteil. Du kannst immer noch Nein sagen als Spieler. Bei so einer Ausstiegsklausel. Du kannst immer noch sagen, nein, dann wechsle ich jetzt doch nicht, das Angebot gefällt mir nicht oder der Club gefällt mir nicht. Aber da braucht nur einer jetzt die Ausstiegsklausel zu ziehen. Und da hätten wir zwei unserer wichtigsten Spieler in der Offensive verloren. Und müssten uns einzig und alleine auf Ragnar Ache verlassen. Und ich will euch eins sagen, wenn wir einmal diese 50 Millionen angenommen haben, da gibt es keine Garantie, dass wir den Kader vernünftig irgendwie verstärken können. Da müssen wir uns wieder darauf verlassen, dass wir vielleicht die besten Spieler der zweiten Liga holen. Ich erinnere nur daran, mit Isak Johannesson haben wir letztes Jahr einen der besten Zweitligaspieler geholt. Dank einer geringfügigen Ausstiegsklausel. War nicht viel, muss man im Nachhinein sagen. In Anbetracht dessen, was wir uns danach hätten leisten können, wenn wir jetzt Said verkauft hätten. Aber er hat nur am Anfang richtig gut performt. Der gute alte Johannesson. Ne? Vergesst das nicht. Vergesst das nicht. Nicht jeder Zweitligaspieler ist für die erste Liga gemacht. Ragnar Ache noch geringfügig. Immerhin 6 Tore geschossen. Wäre nicht diese scheiß Verletzung gewesen, Gott weiß, wie gut das verlaufen wäre. Ich weiß natürlich, Said wird nicht bei der WM spielen, weiterhin nicht. Egal was passiert, habt ihr auch alle mitbekommen. Ich sag ganz ehrlich,
Komm, ich hau das jetzt mal raus. Ist mir scheißegal, weil dieser Kanal hat nicht mal 1000 Abonnenten. Für YouTube-Verhältnisse habe ich 0 Reichweite. Also kann ich sagen, was ich will. Ich habe Freiheit, pure Freiheit. Ich habe 0 Reichweite. Denke nur, weil manche Videos vielleicht 1000 oder 4000 Aufrufe hatten, aber im Durchschnitt eigentlich bei 400 liegen, dass ich Reichweite habe. Nein, dieser Mann hier hat keine Reichweite. Erzähl das anderen YouTubern, die mindestens 1000 bis 10.000 Abonnenten haben. Auch im FC-Bereich. Die lachen darüber. Deswegen sage ich ganz klar, Julian Nagelsmann wird vom größten FC-Hasser manipuliert. Und das ist Rudi Völler. Rudi Völler ist ein passionierter FC-Hasser. Und glaubt mir, würde Said Elmalah mit derselben Leistung für Werder Bremen spielen, dann wäre er längst Nationalspieler. Der hätte längst schon mindestens 3 Länderspiele und wäre bei der WM mindestens nachnominiert worden. Aber er ist FC-Spieler. Und Rudi Völler hat eine wichtige Rolle beim DFB. Denkt mal drüber nach. Hat nichts mit Aluhut und dergleichen zu tun. Ich bin davon überzeugt. Und das, was 2024 geschehen ist, dass seine Pillen hier plötzlich Meister wurden und jedes Spiel so lange nachgespielt wurde, bis die gewonnen oder mindestens einen Punkt geholt haben, das war sehr verdächtig. Ausgerechnet in seinem ersten Amtsjahr, seitdem er diese Rolle beim DFB hat. Denk mal drüber nach. Ich meine das ernst. Ich meine das ernst. Und ich darf das auch sagen. Ich sage ganz klar, Rudi Völler manipuliert hier. Hat auch schon 2024 manipuliert. Rudi Völler ist der größte Feind beim DFB des ersten FC Köln. Rudi Völler ist der Kern der Sache. Und ich habe 0 Reichweite und ich sag, was ich will. Ich habe hier 0 Reichweite und 0 Vorbildfunktion. Ich kann hier polemisch sein, wie ich will. Ich kann hier populistisch sein, wie ich will. Wenn ihr das so seht, dass es populistisch ist. Aber ich meine es so, weil ich habe 0 Reichweite. Ja, ich habe 0 Reichweite. Ich kann sagen, was ich will. Und ich meine das auch so. Das hier meine ich wirklich so. Scheiß auf Entertainment, das meine ich so. Deswegen, ich sag ganz ehrlich, gut, dass es blockiert wurde. Soll Said weiter blockieren? Dann spielt er noch ein Jahr hier. Da haben wir noch wenigstens einen Leistungsträger. Dann können wir uns wenigstens an seinen schönen Spiel ergötzen. Und ich selber, sag ganz ehrlich, wenn er wirklich sich weiterhin mit 50 Millionen begnügt, da hat Thomas Kessler, den ich im letzten Jahr noch sehr gelobt habe, vielleicht nicht in mir seinen größten Feind gefunden, aber vielleicht seinen größten Skeptiker. Und ich bin bereit, alle seine Schritte einzeln auf diesen Kanal zu sezieren. Weil, noch ein letztes Wort dazu, die Vereine, mit denen wir dann in Verhandlungen treten werden, die werden dann sehen, okay, hey, die haben ein Polster von 50 oder 60 Millionen Euro. Wir ballern jetzt noch mal ein bisschen die Ablösesumme nach oben. Und dann holt jemand anderes diesen Spieler. Die werden richtige Spielchen mit uns spielen. Seit Jahren spielt man mit dem FC so ein Spielchen auf dem Transfermarkt. Und wir haben eine gute Karten, wenn wir mit Zweitligisten irgendwie verhandeln. Oder mit, keine Ahnung, Rasmus Irmgard vom FC Smørebrød aus Skandinavien. Da holen wir wieder solche Spieler. Aber zu Spielervorschlägen kommen wir am Schluss der Sendung. Denn ich habe ein paar Spielervorschläge. 2 insgesamt. Das ist nicht viel, aber ich hab Vorschläge. Von einem Markt, mit dem ich mich auskenne. So, dann, wie gesagt, in Sachen Transfers tut sich nichts, außer dass Spieler uns verlassen. Der nächste ist dann halt Felipe Chavez. Wir werden die Leihe nicht verlängern. Er geht zurück zum FC Bayern München, hat seine Wohnung in Köln schon gekündigt. Ja, ganzes Video über den Typen gemacht und am Ende vollkommen umsonst über ihn palavert, muss man im Nachhinein sagen. Das hat halt leider nicht so sollen sein. Ich hatte ehrlich gesagt Hoffnung gehabt, dass es unser Supertalent ist für das defensive Mittelfeld, aber naja, er geht. Das war's dann. Und ich bin ja mal gespannt, nach was wir uns dann jetzt umsehen, weil angeblich haben wir doch genug Geld, um Spieler zu verpflichten, unabhängig von Said Elmalah. Die einzigen Transfers, die wir getätigt haben, das waren für die U21 das Gladbacher Talent Len Wörnsdörfer, er ist Stürmer, und ein Talent von Red Bull namens Lionel Vukav, er ist linker Verteidiger. Ich habe mich nicht mit diesen Spielern beschäftigen können, Arbeitswoche hart gewesen, ihr kennt das Übliche bei mir. Vukav könnte eventuell so einer sein, der vielleicht temporär was auf der linken Seite für uns korrigieren könnte. Je nachdem, wie schnell er eventuell hochgezogen wird. Weil die linke Verteidigerposition ist ja wirklich ein großes Problem bei uns. Aber naja, auf diesem Kanal beschäftigen wir uns zu 99,9% mit der Profiabteilung. Was da in der U21 geschieht, wird immer nebenbei mal beobachtet. Und wenn da jemand hochgezogen wird, wird es natürlich thematisiert. Ich bin mal gespannt. Ist natürlich jetzt interessant, dass es nicht mehr diese Vereinbarung gibt, dass wir im Rheinland uns gegenseitig keine Talente wegschnappen. Haben wir jetzt dann doch gemacht, haben die Gladbacher auch letztes Jahr
mit Jens Kastrop gemacht. Naja, der Transfer von Judas Iskariot, der eine Zeit lang für die Pillen gespielt hat und jetzt bei Liverpool, der hat halt einiges ausgelöst im Rheinland. Gut, liebe Freunde, also Transfervorschläge. Ihr wisst ja alle, darf es tausendmal erwähnen und erwähne es immer wieder gern. Ich bin ja Serbe und bevor jetzt einer sagt, oh Gott, jetzt kommt er wieder mit seinen serbischen Transfervorschlägen und dergleichen an. Warum denn nicht? Das ist der Markt, auf dem ich mich auskenne. Ich verfolge auch die serbische Liga. Ich verfolge auch, wer dort die größten Talente sind und die größten Emporkömmlinge. Was ist das Problem? Warum sollte ich es nicht erwähnen? Hier sind zwei Spieler, die werden auch international beobachtet. Und beides sind Positionen, wo wir tatsächlich nach Spielern suchen. Von daher, hier sind zwei Transfervorschläge von mir aus Serbien. Bei den folgenden zwei Spielern handelt es sich um zwei Defensivtalente aus dem serbischen Fußball. Weil natürlich von den großen Vereinen Partizan Belgrad und Roter Stern Belgrad, allerdings mit unterschiedlichem Profil. Da wäre zum einen Adem Avdic. Ja, natürlich könnte man jetzt sagen, der linke Verteidiger von Roter Stern Belgrad, den habe ich jetzt nur gewählt, weil er in meiner Heimatstadt Loznica geboren wurde. Das ist aber tatsächlich nicht die Referenz. Die Positionen, die der Junge spielen kann, sind linkes Mittelfeld und natürlich auch links außen bzw. links außen Verteidiger. Die Stärken von Adem Avdic sind folgende. Avdic gilt als moderner offensiver Außenverteidiger. Roter Stern Belgrad beschreibt ihn als Spieler, der die komplette linke Seite bespielen kann und besonders durch folgende Eigenschaften auffällt. Geschwindigkeit, Dribbling, Flankenqualität, Vorwärtsdrang, Dynamik auf dem Flügel. Zusätzlich wird er von Scouts als mutig und aggressiv im Offensivspiel beschrieben. Er sucht häufig das 1 gegen 1 und schaltet sich aktiv in Angriffe ein. Schwächen / Entwicklungsfelder. Bei jungen offensiven Außenverteidigern typisch. Defensives Stellungsspiel noch ausbaufähig. Timing in Zweikämpfen, körperliche Robustheit gegen erfahrene Gegenspieler. Mehrere Beobachter sehen sein größtes Entwicklungspotenzial eher in der Defensivarbeit als in der Offensive. Die Entwicklung von Adem Avdic. Seine Entwicklung verlief extrem schnell. Jugendabteilung von Roter Stern Belgrad. Direkter Sprung aus der U19 in den Profikader. Leihe zu OFK Belgrad, Einsätze für das Farmteam Grafičar, Rückkehr und inzwischen regelmäßige Minuten bei Roter Stern. Erste Europa League Einsätze. In der Saison 25/26 kam er auf ein Tor, 3 Vorlagen und über 1400 Ligaminuten. Die Tendenz sehr positiv. Sein Marktwert ist bereits auf etwa 4 Millionen Euro gestiegen, die wir uns aktuell übrigens leisten könnten. Und es gibt Berichte über Interesse aus Deutschland, unter anderem von Red Bull schon mittlerweile. Also so scheiße kann er gar nicht sein. Also mein Eindruck, Avdic hat das Profil eines Spielers, der in 2 bis 3 Jahren durchaus in einer Top-5-Liga landen könnte. Erinnert eher an den Typ moderner Schienenspieler als an einen klassischen Verteidiger. Das ist natürlich noch nichts alles. Es gibt ja noch einen Innenverteidiger, den ich euch empfehlen möchte. Ich selber, naja, ihr wisst ja, von der Familie her Partizan Belgrad-Fan. Ich habe den Jungen schon spielen sehen, live. Und das ist Nikola Simic. Geboren wurde Nikola Simic auch unweit von Loznica, ungefähr eine Stunde entfernt, in Ub. Er ist 1,92 Meter groß, beidfüßig. Hauptposition Innenverteidiger. Seine Stärken. Simic ist das komplette Gegenstück zu Avdic. Sein Profil sehr groß, 1,92, stark im Luftkampf, körperlich robust, für sein Alter erstaunlich ruhig am Ball, beidfüßig, gute Spieleröffnung, reife Entscheidungsfindung für einen 19-Jährigen. Besonders interessant, das renommierte SIS Football Observatory stufte ihn kürzlich sogar als den statistisch besten jungen Innenverteidiger der Welt in seiner Altersklasse ein. Seine Entwicklung ist fast noch beeindruckender als die von Avdic. Spielte in der Jugend für Partizan, sein Debüt Anfang 2025, ist bereits Stammspieler, über 30 Ligaspiele in der Saison 25/26, Einsätze in der Qualifikation zur Conference League, U21-Nationalmannschaft Serbiens mit 18 Jahren. Seine Schwächen und Entwicklungsfelder. Wie viele große Innenverteidiger, Antritt kann noch verbessert werden, gegen sehr schnelle Stürmer gelegentlich verwundbar, muss noch Erfahrung sammeln gegen internationales Topniveau, Tendenz extrem positiv. Sein Marktwert liegt bereits bei rund 5 Millionen Euro, das könnten wir uns auch leisten. Viele serbische Beobachter sehen ihn als nächsten großen Innenverteidiger aus Partizans Akademie. Aktuell würde ich sagen, der größere Rohdiamant ist hier Nikola Simic. Nun, wie gesagt, der Marktwert steigt und steigt. Aktuell könnten wir uns ihn leisten, wenn wir bedenken, dass wir 8 Millionen Euro noch für Simpson Pusey ausgeben möchten. Wobei ich die beiden gerne zusammenspielen sehen würde. Also komplett neue Innenverteidigung.
Also Simic, wenn die Gelegenheit da ist, sollte man sie nutzen. Aber wie gesagt, das ist der Markt, mit dem ich mich auskenne. Bevor wir hier in den Kommentaren uns die Fingerwunsch schreiben, wenn ihr da irgendwelche Vorschläge wollt, hier ist es in diesem Video. Ja, wir sind kurz vorm Ende der Sendung. Am Samstag wurde dann auch noch die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost und wir fahren nach Würzburg zu den Würzburger Kickers. Also ich persönlich habe mir das Stadion mal von denen angesehen auf Google und das sieht doch echt geil aus. Also, das habe ich mir gewünscht, dass wir mal wieder bei so einem Verein spielen, der so ein schönes Oldschool-Stadion hat. Würzburg liegt übrigens gerade mal so 2 Stunden und 50 Minuten von Köln entfernt. Das heißt, es ist auch keine große oder besonders lange Anreise für die FC-Fans. Sommer, kurze Anreise. Würzburg ist auch eine schöne Stadt. Ich denke auch, wir sind hier der klare Favorit. Da müsste, sagen wir mal so, einiges passen, damit die Kickers uns rauskicken, um es mal so auszudrücken. Weil die sind ja gerade mal aus der 3. Liga aufgestiegen, nach einem Playoff. Darunter muss dann Lok Leipzig leider leiden. Ich sage auch ganz klar, Meister müssen aufsteigen, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Mit den Würzburger Kickers werden wir uns dann im passenden Video dazu beschäftigen. Jetzt aktuell habe ich noch keine großen Infos zu der Mannschaft, außer halt diesen Aufstieg. Aber alles zu seiner Zeit. Ja, man hätte nicht gedacht, dass ich diese Woche noch ein Video mache. Heute war auch echt ein Kampf gegen Windmühlen. Ich habe um 3:30 Uhr nachts angefangen und genau 1 Stunde vorher aufgestanden. Ich komme gerade erst von meinem Mittagsschläfchen. Oh Mann, ey. Diese Woche war echt hart, richtig hart. Und sie ist noch nicht vorbei. Ich muss Montag noch arbeiten und dann erst habe ich das laufende Wochenende. Kacke, ey. Bin ich froh, wenn ich ab Juli in Teilzeit bin. Aber danke, dass ihr dabei seid. Und in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich sage mal an der Stelle, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns noch wiedersehen. Unser kosmischer Held, der Multikosmos, das Beste der Welt. Trikots total, zusammen bis sie alt.